Ich möchte Sie auch ganz, ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen zu diesem Gottesdienst. Danke euch für das Spielen, Begleiten, auch dir, Freddy, für die einleitenden Worte. Wir machen heute Morgen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel, Römer Kapitel 14. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, bitte nehmen Sie die hervor, auch das iPad, iPhone und so weiter, weil ich habe es diesmal nicht auf der Leinwand. Römer Kapitel 14, Vers für Vers, die große Freiheit. Ich kann mich gut erinnern, es war an einer Fragestunde, da wurde ich gefragt, ob ich die Freiheit hätte, alles zu essen. Und wer mich kennt, der weiß, ich esse wirklich alles. Selbst als ich in Kamerun war, da haben die Leute nachher am Schluss gesagt, wir haben dich lieb, weil du hast alles gegessen. Und die Frage war noch etwas detaillierter. Es wurde gestellt, bist du bereit, isst du alles? Und ich sage jetzt nicht, was genau die Frage war. Auf alle Fälle habe ich gesagt, ich habe die Freiheit, alles zu essen. Gemäß den Worten aus Matthäus 15, Vers 11, wo der Herr Jesus sagt, nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was da aus dem Munde herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Nun, da war eine Person zugegen, die war so entrüstet über meine Antwort, dass sie während längerer Zeit nicht mehr meine Gottesdienste und die Andachten besuchte. Anscheinend wurde meine Freiheit, wurde ihr zu einer großen Not. Wie sie reagiert hat, ist eine andere Frage. Aber meine Freiheit wurde ihr zu einer Gewissensnot, dass sie nicht mehr in meine Gottesdienste kam. Und um das geht es heute Morgen. Die Freiheit, die wir haben in Jesus Christus. Und nun schlagen wir die Bibel auf in Römer Kapitel 14, Vers 1. Und dort beginnt der Apostel Paulus und sagt dann, Römer 14, Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Der Apostel Paulus hat in Kapitel 13, in Vers 10, hat er noch einmal ganz klar festgehalten, was eigentlich die Regeln sind, nach denen wir uns zu verhalten haben innerhalb der Gemeinde Jesus. Er hat dort gesagt, in Römer Kapitel 13, Vers 10, hat er gesagt, denn die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Also Paulus sagt damit, unser Verhalten in der Gemeinde Jesu soll geprägt sein von der Liebe. Die Liebe soll der Maßstab sein, mit dem wir untereinander umgehen. Die Liebe soll das sein, indem ich dieses tue oder jenes mache. Die Liebe soll der prägende Element sein innerhalb der Gemeinde Jesu. Die Liebe, von der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 13. Schlagen wir auf, 1. Korinther 13. Die Liebe hat Geduld. Also von dem sollen wir geprägt sein, untereinander, in unseren Ehen. Ich bin manchmal erschüttert, wenn ich so sehe, wie gewisse Eheleute miteinander umgehen. Die Liebe hat Geduld. Die Liebe ist gütig. Die Liebe kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Das sind die Grundprinzipien einer Gemeinschaft, ob jetzt das Gemeinde Jesus sei, eine Ehe und so weiter. Paulus hat gesagt, das ist das, woran wir uns halten sollen. Und nun kommt Paulus und gibt uns einen Einblick in das Gemeindeleben. Und so sagt er uns in Römer Kapitel 14, Vers 2. Zuerst hat er gesagt, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Und dann kommt er zu Vers 2 und sagt, und das ist doch der Alltag in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Zu denen gehöre ich. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Das ist nicht urteilend und auch nicht wertend.
Paulus sagt hier einfach, es gibt zwei verschiedene Charaktere und auch andere noch. Der eine meint, er darf und der andere sagt, nee, das esse ich nicht. Aus Gewissensgründen. Und damit zeigt Paulus uns auf, in der Gemeinde Jesu gibt es ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt unterschiedliche Charaktere, es gibt verschiedenste Ansichten, verschiedenste Meinungen und auch verschiedenste Veranlagungen. Paulus macht hier nicht einen Klassenunterschied. Er sagt nicht, dass dieses besser ist und jenes schlechter. Also der Fleischesser ist besser als der Gemüseesser. Sagt er überhaupt nicht. Er sagt einfach, das gibt's und das gibt's. Und wir sollen uns stehen lassen. Paulus stellt hier einfach einmal nur fest. Deswegen sagt er, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Also wer Gewissensnot hat, der isst nur Gemüse. Hier geht es nicht um Vegetarier, gar nicht, sondern einfach, der hat es gern und der nicht. Der verzichtet und der nicht und so weiter. Und Paulus sagt mit dem gleich auch, es lohnt sich nicht, über solche Nebensächlichkeiten zu streiten. Es ist doch egal, ob einer isst und der andere nicht isst. Es ist egal, ob einer Fleisch isst und der andere Gemüse, denn das macht uns nicht zu besseren Menschen, auch nicht zu besseren Christen. Vielmehr sagt hier Paulus, wir sollen uns gegenseitig stehen lassen. Wenn einer Gemüse isst, lassen wir den stehen. Und wenn einer Fleisch isst, sollen wir den auch stehen lassen. Und wir machen nicht eine Religion daraus. Wir lassen uns einfach stehen, wie es ist. Und Paulus sagt auch, wir sollen uns gegenseitig annehmen. Das heißt, den anderen in seiner Andersartigkeit, in seiner anderen Denkweise, in seiner anderen Vergangenheit und so weiter einfach stehen lassen, so wie er ist. So wie Christus uns angenommen hat, so sollen auch wir uns gegenseitig annehmen. Auch wenn wir in diesen Nebensächlichkeiten andere Ansichten haben. Und deswegen sagt Paulus in Vers 3, denn wer isst, der verachte den nicht, der da nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der da isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wie schnell kommen und sagt, der isst, der macht sich schuldig. Der hat ein weites Gewissen. Und dann fängt man an zu richten. Und das andere ist, man verurteilt. Und da sagt Paulus, man soll nicht verurteilen und man soll auch nicht richten. Man soll einander annehmen, so wie Gott uns angenommen hat. Wir sollen uns gegenseitig einfach stehen lassen. Paulus weiß, wenn er sagt, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Paulus weiß, dass wir alle zusammen in der Gefahr stehen, sehr, sehr schnell zu vergleichen, zu verurteilen. Schau einmal, der macht das so, das ist ganz sicher nicht richtig. Hast du schon gesehen, wie der kommt? Das ist sicher ein ungeistlicher Mensch. Ihr lacht, anscheinend macht ihr es auch. So schnell ist das der Fall. Wir neigen und wir stehen in der Gefahr zu verurteilen und auch, dass wir immer Recht haben müssen. Es muss genau so gehen, wie ich es denke, weil meine Meinung ist ja richtig. Und so wie der andere denkt, ist es ganz sicher falsch. Die Gemeinde Jesu, wir alle, du und ich besonders, wir neigen dazu, um ungerechte Urteile zu fällen, ohne den Sachverhalt zu kennen. Wir neigen dazu, das Verhalten des anderen in Frage zu stellen, nicht zu hinterfragen, sondern in Frage zu stellen. Die Motivation in Zweifel zu ziehen, der macht es sicher aus diesem und jenem Grund, weil er diese und jene Absichten verfolgt. Schon falsch. Paulus weiß um diese Gefahr. Und deswegen wendet er den Blick und sagt, schaut einmal, wir sind einem anderen verpflichtet. Wenn du ein Urteil fällst, pass auf, weil der Mitchrist und die Mitchristin, sie stehen unter einer anderen Herrschaft. Und deswegen kommt Paulus zu Vers 4 und sagt dann, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Also mit anderen Worten, was geht es dich überhaupt an?
Wenn er nicht sündig lebt und sich nicht sündig verhält, ist doch egal, was er isst, was er tut, was er denkt und so weiter. Es ist nicht ein Problem. Und deswegen sagt Paulus hier, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Paulus weist uns darauf hin, dass dein Mitbruder, deine Mitschwester vor Gott stehen. Dass nicht wir sein Richter sein dürfen. Es geht uns gar nichts an. Ob er ein schnelleres Auto fährt oder ein Deux-Chevaux. Ja, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Citroën 14 PS, glaube ich, oder 24, je nachdem, gibt es heute nur noch im Museum. Spielt keine Rolle. Er steht vor seinem Herrn. Und wir haben nicht das Recht, diesen Bruder, diese Schwester zu verurteilen. Wir dürfen nicht der Richter sein. Wie viele fahren ein schnelles Auto und die anderen haben ein riesen Bankkonto, das man nicht sieht? Was ist besser? Deswegen, wir sollen uns nicht zum Richter des anderen aufspielen. Und Paulus sagt auch, wir sind nicht das Gewissen des Bruders, geht uns nichts an. Wir sind nicht der Maßstab seines Verhaltens. Paulus sagt, er ist der Hausknecht eines anderen. Damit sagt Paulus aber auch, dass du und ich, wir alle zusammen, wir sind verantwortlich gegenüber Gott. Vor ihm müssen wir Rechenschaft ablegen. Und Paulus weist gleichzeitig auch darauf hin, wem wir zu Eigentum sind. Wer ist unser Besitzer? Es ist der lebendige Gott. Paulus sagt, er ist der Hausknecht oder Haussklaven eines anderen. Und wenn Paulus sagt, es ist ein Sklave, bedeutet das, da muss auch jemand sein, dem dieser Sklave gehört. Und es ist niemand anders als Jesus selbst. Du und ich, wir gehören Jesus. Wir stehen in seinem Besitz. Und damit sind wir auch Jesus verantwortlich. Und Paulus sagt nun, dieses Wissen sollte unser Verhalten, unsere Entscheidungen, unser Leben prägen. Mit diesem Wissen, weil ich weiß, dass der andere einem anderen verantwortlich ist, unter einer anderen Herrschaft steht, dann kann ich den anderen auch stehen lassen. Ich muss nicht immer an ihm rumnörgeln, ihn zurechtweisen, ihn in Frage stellen, weil ein anderer sorgt für ihn und ist um ihn besorgt. Auch wenn er vielleicht ganz anders funktioniert, als ich selber funktioniere. Auch wenn er vielleicht ganz anders denkt, wie ich denke. Auch wenn er ganz anders vom Charakter gestrickt ist, als ich gestrickt bin. Ich kann ihn stehen lassen, ich kann ihn leben lassen, weil er unter der Herrschaft eines anderen steht, nämlich Jesu Christi. Und deswegen kommt nun Paulus und sagt in Vers 5a, und er zeigt nun auf, geht er das in die Details und sagt, schau einmal, in der Gemeinde Jesus sind so verschiedene Charakteren. Und in der Gemeinde Jesus gibt es aber diese Denkweise und es gibt diese Denkweise. Einer meint in Vers 5, einer meint, dass er den einen Tag höher halten muss als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Also Paulus will uns sagen, dieser hält einen Tag höher. Also sagt einer, ich muss unbedingt den Sonntag halten. Der andere kommt, ich übertreibe etwas, ich muss unbedingt den Schabbat halten. Und nun kommt der andere, sagt Paulus, und jener hält alle Tage gleich. Er sagt damit, einer sagt, nee, für mich ist jeden Tag Sonntag. Und nun kommt Paulus und sagt, jeder sei sich seine Meinung gewiss. Wenn einer den Schabbat halten will, soll er, aber soll es nicht zum Gesetz machen für seine Nachbarn und seine Gemeinde. Und wenn einer sagt, nee, für mich ist jeden Tag Sonntag, wunderbar. Klar, muss noch Geld verdienen ab und zu, das ist auch wichtig, oder? Nun, Paulus sagt, wir haben die Freiheit, die Tage der Woche so zu gestalten, wie wir es oder wie du es gerne haben möchtest.
Es ist doch egal und spielt keine Rolle, an welchem Tag wir Gottesdienste feiern. Wir haben das Vorrecht, dass wir in einem Land leben, wo der Staat uns 2 Tage frei gibt, Samstag und Sonntag. Und es ist gut, wenn wir am Sonntag Gottesdienste feiern, wunderbar. Aber was tun wir, wenn wir in einem Land leben, wo der Sonntag nicht obligatorisch ist? Und deswegen sagt Paulus, ein jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Ob wir nun Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag Gottesdienst feiern, spielt keine Rolle. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, wir stehen in der Freiheit des Herrn Jesus. Paulus sagt hier in Vers 5b dann, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer den Tag nicht achtet, der achtet nicht darauf, auch für den Herrn. Wir haben die Freiheit, die Tage so zu gestalten, wie wir es haben möchten. Ich weiß noch gut, als Kind hat es immer geheißen, Sonntag darf ich nicht angeln. Bei euch zu Hause hat es geheißen, am Sonntag darf man nicht Fahrrad fahren. Stimmt's? Anderen hat es geheißen, am Sonntag wird nicht gestrickt. Klar, heute kann niemand mehr stricken, das ist klar, ist kein Problem mehr heute. Bis ich dann gemerkt habe, halt einmal, das sind ja Zöpfe der Überlieferung und haben nichts zu tun mit dem Wort Gottes. Und deswegen sagt Paulus, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer den Tag nicht achtet, der achtet auch darauf für den Herrn. Dass wir einen Ruhetag brauchen, wunderbar. Aber welcher Ruhetag es ist, spielt keine Rolle. Und Paulus sagt, in all diesen Fragen, da geht es schlussendlich immer um jemanden, es geht um Jesus. Und wie schnell verlieren wir Jesus aus den Augen? Du musst, du sollst, du darfst nicht, berühre jenes nicht, esse das nicht. Es geht doch um Jesus. Paulus sagt, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für wen? Für den Herrn. Wer nicht darauf achtet, der achtet nicht darauf, auch für den Herrn. Jesus soll das Zentrum sein. Es geht um ihn. Wenn wir etwas tun, sollen wir es für Jesus tun. Wenn wir auf etwas verzichten, dann verzichten wir um Jesu willen darauf. Er ist unser Herr. Er ist unser Meister. Ihm gehören wir. Ihm folgen wir. Ihm dienen wir. Und genau das gleiche Prinzip wendet Paulus auch an in Bezug des Essens. Er sagt in Vers 6, wer isst, der isst für den Herrn. Mit Danksagung. Danke für diese Speise. Und er genießt es. Und wer nicht isst, sagt Paulus, der isst auch nicht. Er verzichtet für den Herrn. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 17, und was ihr immer auch tut, Kolosser 3, Vers 17, da sagt Paulus, und was immer ihr auch tut, in Wort oder in Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Kolosser 3, Vers 17. Also Paulus sagt damit, ob ich nun esse oder trinke, ob ich wach bin oder schlafe, ob ich arbeite oder ein Fest feiere, ob ich bestimmte Tage einhalte oder auch nicht. Alles sollen wir für Jesus tun, in der tiefen Abhängigkeit von ihm. Mein ganzes Leben gehört ihm. Ich mache es für ihn, in der Abhängigkeit von ihm. Und deswegen kommt nun Paulus zum nächsten Schritt, zum nächsten Vers, Römer Kapitel 14, Vers 7. Da sagt nun Paulus, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Hier geht es nicht um Selbstgefälligkeit. Paulus sagt hier ganz klar, es geht immer um Jesus. Unser ganzes Leben soll sich um Jesus drehen. Ob wir etwas tun, für Jesus. Wenn wir etwas lassen, für Jesus. Es geht um ihn. Unser Leben gehört ihm.
Wenn wir uns bekehrt haben zu Jesus Christus, dann gehört unser Leben, unser Denken, unser Reden, unser Tun, unsere Zeit, gehört Jesus. Und deswegen sagt er, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Selbst der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie ich sterbe, hat Gott in seiner Hand. Nicht ich bestimme über mein Lebensende, nicht ich bestimme über die Art und Weise, wie ich gehe. Paulus sagt, Gott selbst. Und es macht mich auch so froh, es macht mich so entspannt. Er hält mein Leben in der Hand. Und Paulus sagt, dieses Verhalten, dieses Denkweise soll mein ganzes Leben prägen. In Vers 9 sagt dann einfach Paulus, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende der Herr sei. Es geht um Jesus. Der Herrschaftsanspruch Jesu besteht über meinem Leben. Und der Herrschaftsanspruch Jesu ist auch das Ziel und der Zweck dessen, dass er auf diese Erde kam, dass er ans Kreuz ging, dass er starb und auferstand. Es geht um den Herrschaftsanspruch Jesu in meinem Leben, über meine Zeit, über mein Geld, über meine Möglichkeiten, dass er der Herr sei. Und deswegen sagt Paulus, denn dazu, um dessen Ursache willen, ist Christus gestorben und auch auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebendige der Herr sei, der Besitzer, der Anspruch hat auf unser Leben, dass er unser Leben ganz und gar beherrscht. Nicht umsonst heißt es auch im Philipperbrief, vor ihm sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Es geht darum, dass er der Herr ist in meinem Leben. Und deswegen sagt Paulus, wir sind Gott verantwortlich. Und nun kommt Paulus und er wendet sich wieder ganz persönlich der Gemeinde zu. Und er sagt dann in Vers 10, und jetzt kommt immer wieder das Du. Ab Vers 10 sagt er, du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden hier alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wir sind in unserem Verhalten Gott Rechenschaft schuldig und nicht meinem Nachbarn und nicht meinem Bruder, Gott. Und nun kommt Paulus und sagt, nachdem er die Besitzverhältnisse geklärt hat, er ist unser Herr. Wir sind seine Knechte oder Sklaven. Und nun kommt er und sagt, wenn er, der lebendige Gott, der Besitzer von uns allen ist, was fällt dir dann ein, über deinen Bruder, deine Schwester zu Gericht zu sitzen? Er sagt, ja, wer bist du denn, dass du richtest? Wer bist du denn, dass du deinen Bruder verachtest? Und dann sagt er, wir werden ja alle vor Gottes Richterstuhl einmal offenbar werden. Wir werden eines Tages vor ihm Rechenschaft ablegen. Es steht uns nicht zu urteilen über den anderen, weil er steht und fällt dem lebendigen Gott. Wir alle haben die Tendenz, über Geschwister, Glaubensgeschwister, zu Gerichte zu sitzen. Paulus sagt, wir haben nicht das Recht, über andere das Urteil zu fällen. Hier muss ich einen kleinen Einschub machen. Hier geht es nicht um Gemeindezucht. Hier geht es auch nicht darum, wenn jemand in Sünde lebt, ihn einfach so fahren zu lassen, die Augen zu verschließen und zu tun, wie wenn nichts wäre. Hier geht es nicht um diese Fragen. Diese Fragen werden an anderen Stellen geklärt. Die werden geklärt zum Beispiel im Korintherbrief, auch in Matthäus Kapitel 18 und so weiter. Hier geht es vielmehr um den Umgang untereinander in den Freiheiten, die wir haben. Einer hat ein weites Gewissen, ein anderer hat ein enges Gewissen. Um das geht es hier. Nicht
um Gemeindezucht. Und nun kommt Paulus und sagt dann in Vers 10, du aber, was richtest du deinem Bruder in diesen Nebensächlichkeiten, wo es eigentlich gar keine Rolle spielt, ob es der ein blutiges Steak ist, und ich sage jetzt mal etwas despektierlich, oder eine Blutwurst. Ihr könnt gerne mich fragen, was ich darüber denke, aber nicht hier auf der Kanzel. Wer sind wir, dass wir den anderen richten? Paulus sagt, wir werden alle eines Tages vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden müssen. Wir werden alle erscheinen. Und dann heißt es da, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Und im 2. Korintherbrief sagt Paulus, Kapitel 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Damit offenbar wird, damit jeder empfängt, was es durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Paulus will uns damit einfach zeigen, nicht der Bruder ist über dich verantwortlich, nicht dein Bruder oder deine Schwester darf dich richten, sondern wir müssen vor Gott offenbar werden. Wir sind Gott verantwortlich. Und nun kommt Paulus zum Nächsten. Er fordert uns auf, einen Lebensstil zu führen, wo man Rücksicht nimmt. Also ich kann nicht einfach, weil ich ein großes Gewissen habe, tun und lassen, wie ich will, wie ein kleines Schweinchen mich aufführen, sondern Paulus sagt in Vers 13, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt hat. Also Paulus sagt, hör auf, den anderen zu beurteilen und zu verurteilen, sondern fang an, dein eigenes Leben in Ordnung zu bringen und beginne ein Leben zu führen, das niemandem einen Anstoß ist. Werde ein Segen innerhalb der Gemeinde Jesu. Deswegen sagt er, sondern richtet das vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Wir haben die Freiheit, wunderbar, aber unser Leben soll entsprechend sein, dass wir niemandem einen Anstoß sind. Manchmal ist das einfach und manchmal ist es sehr schwer. Aber Paulus sagt hier, unser Leben als Christ soll von Rücksichtnahme geprägt sein. Also wenn ein Ehemann in seiner Ehe rummacht wie ein Bulldozer und umgekehrt auch, das hat nichts mehr mit Rücksichtnahme zu tun. Unser Leben als Christ soll geprägt sein vor Achtung gegenüber dem anderen und Wertschätzung. Ist unser Leben geprägt dem anderen gegenüber vor Achtung und Wertschätzung? Auch wenn er anders denkt, wenn er anders irgendwie funktioniert? Paulus geht nun einen Schritt weiter und sagt dann, es ist nicht immer so einfach, das zu tun. Wir werden herausgefordert. Er sagt dann in Vers 14, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Also hier kommt nun Paulus und zeigt uns ein Spannungsfeld auf. Das Spannungsfeld des weiten Gewissens, er hat die Freiheit, der nicht. Er meint, er müsse sich genauso halten. Und der andere sagt, nee, du musst es so machen. Spannungsfelder sind hier programmiert. Und nun spricht Paulus ein solches Spannungsfeld an und sagt, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Ich habe die Freiheit zu essen, was mir schmeckt. Der gesundheitliche Aspekt lassen wir mal beiseite. Ich kann trinken, was ich möchte. Auch hier die Gesundheitsfrage lassen wir beiseite. Ich habe die Freiheit, die Kleider anzuziehen, die mir gefallen.
Ich habe die Freiheit, am Sonntag Gottesdienst zu feiern oder am Samstag und am Freitag und am Donnerstag und am Montag oder die ganze Woche. Ich habe die Freiheit, an den Ort in Urlaub zu fahren, wo ich gerne möchte. Ich habe die Freiheit. Aber nun kommt Paulus und gibt uns Leitplanken. Leitplanken, so wie auf der Autobahn, da gibt es Leitplanken. Und diese Leitplanken sagt nun Paulus in Vers 15, wenn aber dein Bruder um eine Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Für dir mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Paulus zeigt uns hier die Leitplanken auf, die unsere Freiheit einschränken. Und diese Leitplanken sind Leitplanken, die Liebe heißen. Rechts und links gibt es Leitplanken. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann drücke ich gerne auf die Tube, nur meine Kiste läuft nicht so schnell. Aber es ist so wunderbar, wenn ich dann mit 200 Sachen über die Autobahn fahren kann. Ja, am besten noch schneller. Aber geht nicht. Aber wenn jetzt plötzlich einer mir entgegenkommt, er hat auch die Freiheit, aber er nützt sie verkehrt. Er fährt in die verkehrte Richtung. Wenn ich auf der Autobahn fahre, dann werde ich eingeschränkt durch die Leitplanken rechts, durch die Leitplanken links. Und nun sagt Paulus, wir haben einen großen Spielraum Freiheit, aber diese Freiheit wird eingegrenzt durch die Liebe. Paulus sagt auch, dass unsere Freiheit, die ich selber habe, dieses und jenes zu essen, dort und jenen Ort hinzufahren, diese Freiheit soll nie ein Regenschirm sein, unter dem ich meine Freiheit spazieren führe und einen egoistischen Lebensstil führe. Nie. Meine Freiheit soll nie meiner Schwester oder meinem Bruder zu einem Anstoß werden. Freiheit ist nur dort möglich, wo es auch klare Grenzen gibt. Wo es klare Regeln gibt und klare Richtlinien. Freiheit bedeutet nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Auf der Autobahn fährt man links und überholt rechts. Und wenn einer nun sagt, nee, ich habe die Freiheit und überholt rechts, links, bremst, es gibt Gas und so weiter, da ist schnell einmal das Chaos und ein Unfall vorprogrammiert. Wir haben die Freiheit, aber die Leitplanken der Liebe grenzen uns ein. Und deswegen hat Paulus auch die Leitplanken der Freiheit hat er auch definiert. Nicht hier in Römer Kapitel 14, sondern an anderen Stellen. Wir haben die Freiheit, aber hat ganz klar auch gesagt, das sind die Grenzen und diese Grenzen sind die Grenzen der Liebe, um ein Leben untereinander, um miteinander zu ermöglichen. Denn nur dort, wo man miteinander ist und gewisse Freiheiten lässt, aber auch gewisse Grenzen einhält, kann ein Leben in Harmonie funktionieren. Es gibt keine Familie, wo jeder tun und lassen kann, was man will. Dann ist die Mama überfordert, bald einmal Nervenzusammenbruch, und der Papa, dem lupft den Deckel. Wie heißt das? Ja, das kann ich nicht sagen auf Hochdeutsch. Ja, okay. Es braucht ganz klare Grenzen. Und Paulus hat diese Grenzen definiert. Er sagt in Römer Kapitel 13, Vers 13. Ich tue jetzt einmal einige so Leitplanken aufzeigen. Römer 13, 13 sagt er, lasst uns ehrbar wandeln wie am hellen Tag. Nicht in Schwelgerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht. Das sind so Leitplanken. Und wenn man das tut, dann funktioniert es. In Titus 2, Vers 2 sagt er, ermahne die älteren Männer, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben und in der Liebe und in der Geduld. Auch wieder eine Leitplanke. Eine weitere Leitplanke, Philipper 4, Vers 8. Endlich, liebe Brüder, alles, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Und noch eine letzte Leitplanke, man könnte noch ergänzen.
Da sagt er in 1. Timotheus 3, Vers 11, ebenso müssen auch ihre Frauen ehrbar sein, nicht klatschsüchtig, nüchtern, zuverlässig in allen Beziehungen. Das sind einfach so Leitplanken, die uns die Bibel gibt. Gott hat sie uns gegeben, um ein Leben zu ermöglichen in der Freiheit, in der Achtung und Wertschätzung gegenüber dem anderen. Und da fragt sich ja, warum gibt Paulus uns diese Leitplanken? Warum gibt uns Gott diese Leitplanken? Weil er sagt es in Vers 16, er definiert es folgendermaßen, in Vers 16 von Kapitel 14, Römer Kapitel 14. Wir gehen also wieder zurück zu Römer Kapitel 14, da sagt Paulus Folgendes in Vers 16. Also diese Leitplanken sind gegeben für was? Und er sagt es wie folgt, denn euer Bestes soll nicht verlästert werden. Ja, um was geht es? Um was geht es in unserer Gemeinde? Weswegen leben wir zusammen? Weswegen kommen wir zum Gottesdienst? Damit wir nachher schön Kaffee trinken können? Paulus sagt es hier wie folgt, denn euer Bestes soll nicht verlästert werden. Im Grunde genommen geht es nur um eine Person. Es geht immer um Jesus. Es geht um Jesus Christus. Es geht um seinen Namen, es geht um seine Herrlichkeit, es geht um seine Ehre. Es ist für mich so bewegend, wenn Paulus sagt, euer Bestes, Jesus soll nicht verlästert werden. Wir dürfen nie vergessen, wir haben einen ganz klaren Auftrag. Wir haben ganz klare Grenzen. Wir haben einen ganz klaren Auftrag, Folgendes zu tun, nämlich als Gemeinde Jesu ein Zeugnis für ihn zu sein. In 2. Korinther 5, Vers 20, da steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben als Gemeinde Jesus den Auftrag, Jesus groß zu machen, ihn zu verherrlichen, seinen Namen ins Zentrum zu stellen. Aber wir verlieren diesen Auftrag, wenn wir anfangen, in Nebensächlichkeiten abzuirren. Wenn wir anfangen, sich nur noch um Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. Wenn wir anfangen, den anderen zu verurteilen. Wenn wir sagen, das darfst du nicht essen. Nee, jenes ist nicht gut. Hast du schon gesehen, wie die sich angezogen hat? Wir verlieren den Auftrag. Und deswegen, weil wir diese Tendenz in der Gemeinde Jesus haben, dass wir den Auftrag verlieren, dass wir Jesus aus den Augen verlieren. Deswegen sagt nun Paulus in Vers 17 und 18 von unserem Kapitel, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und nicht Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Nun, Essen und Trinken gehören natürlich zu den Grundbedürfnissen des menschlichen Lebens. Und doch sollen diese Dinge nie die Hauptsache werden in unserem Leben. Als Kinder Gottes, als Erlöste, sollen wir nach dem einen streben. Wir sollen nach ihm streben, wir sollen ihn verherrlichen. Wir sollen den Leitplanken der Liebe gehen. Und dann sagt Paulus, und wir sollen streben nach was? Vers 17b, wenn Sie das aufgeschlagen haben, dann schlagen Sie nochmal auf. Vers 17b, wir sollen streben nach was? Nach Gerechtigkeit, nach Friede und Freude im Heiligen Geist. Also unser Leben als Christ, auch in der Gemeinde Jesu, soll geprägt sein von Gerechtigkeit. Unser Leben als Christ in der Gemeinde Jesu, auch zu Hause, soll geprägt sein von Frieden. Unser Leben als Gemeinde Jesus, als Christen, soll geprägt sein von einer tiefen, echten Freude. Und Paulus legt den Schwerpunkt auf was? Er sagt, nach Gerechtigkeit, Friede und Freude, durch was? Durch den Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Nun, Gerechtigkeit, Friede, Freude, das können wir selber nie wirken. Unmöglich. Wir können uns anstrengen, aber es bringt nichts. Wir können uns abmühen, aber da wird keine Gerechtigkeit, keine Frieden, keine Freude entstehen. Gar nichts. Paulus sagt, das geht nur in enger Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und
Das entsteht, Freude, Frieden und Gerechtigkeit entsteht nur, wenn ich mit Jesus eine echte und tiefe Beziehung lebe, mit ihm unterwegs bin, wenn ich in diesen Schranken der Liebe laufe, wenn ich die Freiheit, die ich habe, genieße und bei alledem eine tiefe, echte Beziehung lebe mit Jesus Christus, indem ich ihm folge, indem ich suche und forsche, Herr Jesus, was meinst du in deinem Wort? Indem ich die Bibel lese, indem ich Gottes Wort zu meinem täglichen Brot nehme, das ich auch esse, natürlich im geistlichen Sinne. Wenn ich am Morgen aufstehe und ganz bewusst mit Jesus in den Tag gehe, das ist damit gemeint, wenn Paulus sagt, wir sollen nach dem einen streben, nach Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das heißt, in tiefer, echter Zusammenarbeit mit Jesus Christus. Wo sind meine Gedanken, wenn ich am Morgen aufstehe? Wenn ich durch den Tag gehe, mit was beschäftige ich mich? Klar, ich muss meine Arbeit erledigen. Ich bin in einem Job, ich werde herausgefordert. Aber was tue ich in der Zeit dazwischen? Von was sind meine Gedanken erfüllt? Von den Nebensächlichkeiten des Alltags? Wie ich ein längeres und besseres Leben führen kann? Oder bin ich beschäftigt mit der Person, dem Wesen und Werk des Herrn Jesus? Und um das geht's. Paulus sagt, nicht Paulus, Entschuldigung, der David sagt im Psalm 84, da sagt der Psalmist, Psalm 84, Vers 5 bis 6, glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind, durch das Tränental gehend, machen sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet nicht ohne Schwierigkeiten zu sein. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet manchmal auch durch das Tränental zu gehen. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet manchmal auch, Krankheiten zu ertragen und auszuhalten. Mit Jesus unterwegs zu sein, kann bedeuten, im Gefängnis zu sein und zu sterben. Wir haben viele, viele Christen, die in der Verfolgung sind, in Nordkorea, in islamischen Ländern. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet, durch das Tränental gehend. Und dann sagt der Psalmist, und doch machen sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Wenn ich Ja sage, weil ich weiß, dass ein anderer mein Herr ist, Jesus Christus, wenn ich weiß, dass er mein Gott ist und Gedanken des Friedens über meinem Leben hat, dann kann ich auch die Wege bejahen, die er führt. Dann bin ich nicht mehr für mich selbst verantwortlich, sondern Gott selbst ist verantwortlich über meinem Leben. Dann kann ich die Wege bejahen, die er führt, auch wenn es schwierige Wege sind. Wie erlebe ich immer wieder Menschen, die auch aufs Krankenbett gebunden sind und eine wunderbare, tiefe, echte Beziehung leben mit Jesus Christus. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Und deswegen sagt Paulus nun am nächsten Vers, in Vers 19 sagt er dann nämlich, und so lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Das Ziel der Gemeinde Jesus ist doch, wir gehen miteinander dem Ziel entgegen. Wir erbauen einander, wir ermutigen einander, wir geben einander immer wieder mal einen Schubs und sagen, komm, wir gehen mit dem Herrn Jesus. Mit dem einen großen Ziel. Jesus soll groß gemacht werden. Damit deine Nachbarn, damit deine Freunde, damit deine Familie sieht, der ist mit Jesus unterwegs. Sein Name wird verherrlicht. Und dann kommt nun Paulus zu seinem letzten Gedanken. Und er sagt in Vers 20, und darum zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Diese Nebensächlichkeit, lass sie doch sein. Es geht doch um viel, viel mehr. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst.
Also wenn der ein Gewissensbiss hat, dann lass ihn sein. Versuche ihn nicht zu überwältigen mit deiner eigenen Meinung. Lass ihn stehen, trage ihn, sei eine Hilfe ihm. Wie es in einem Lied heißt, ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Kleine Dinge können so schnell die Gemeinschaft zerstören. Es war ein relativ kleiner Eisberg, der die Titanic zum Untergang gebracht hat. Ein ganz wenig Sand im Getriebe und irgendwann bleibt das Auto einfach stehen. Paulus sagt, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Vielmehr sagt er in Vers 21, es ist viel besser oder es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst. Also wir dürfen Fleisch essen, wir dürfen Wein trinken, aber wenn es deinem Bruder eine Gewissensnot wird, dann lass es bleiben. Dann lass es sein. Und dann sagt er, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nimmt oder schwach werden könnte. Lass es sein. Verzichte darauf. Wer sind wir, dass wir essen und meinen, wir sind stark und machen eine Gewissensnot dem Bruder? Lass es bleiben. Verzichte um der Liebe willen darauf. Es geht doch um Jesus. Es geht doch darum, dass der schwache Bruder, die schwache Schwester ermutigt wird auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Und vielleicht in 10 Jahren isst er ja auch. Oder du isst es weniger. Keine Ahnung. Paulus sagt, Fleisch ist Fleisch. Egal woher es kommt. Es geht oben rein, unten wieder raus. Mach deswegen kein Theater. All das hat keinen Einfluss auf unser geistliches Leben. Aber es hat Einfluss, wenn der andere in Gewissensnot kommt. Und deswegen sagt Paulus, dann verzichte lieber darauf. Nimm Rücksicht um das schwachen Gewissens des anderen willen. Ja, aus Liebe und aus Respekt, lass doch den anderen stehen. Wir als Christen, wir haben durch die Freiheit, gerade die Starken, die haben durch die Freiheit, gewisse Dinge tun zu dürfen. Wenn du stark bist, dann freue dich an deiner Stärke. Aber echte Stärke kommt gerade darin zum Tragen, wenn ich gewisse Dinge nicht tue, die ich eigentlich tun darf. Und aus diesen Gründen, weil ich stark bin, verzichte ich um des Gewissens willen des anderen darauf. Das ist echte Stärke. Und das meint Paulus. Er sagt, ich soll Liebe verzichten. Es geht auch darum, den anderen zu gewinnen. Es geht um dessen Heil. Es geht um das Wachstum im Glauben. Es geht schlussendlich um die Ehre und den Ruhm des lebendigen Gottes. Paulus, er sagt, ich verzichte lieber darauf, um den anderen zu gewinnen. Und nun kommt Paulus zum Schluss. Wir lesen Römer Kapitel 14, Vers 22 und 23. Da sagt er, also all diese Fragen, sagt er dann, behandle deine Überzeugung als eine Sache zwischen dir und Gott. Wohl dem, der sich in seiner Überzeugung nicht anklagen muss. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, er ist schon verurteilt, denn er handelt nicht aus Überzeugung des Glaubens. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Also wenn du Dinge tust, die du in deinem Herzen weißt, auch wenn es nicht schwarz auf weiß geschrieben ist, wenn du in deinem Herzen weißt, das ist für mich nicht richtig und du tust es dennoch, dann sagt Paulus, dann ist es für dich Sünde. Lass es sein. Verzichte lieber darauf. Aber wenn du weißt, das Wort Gottes sagt gar nichts dagegen, mein Gewissen klagt mich nicht an, dann freue dich ab diesem großen Gewissen, das du haben darfst. Aber Paulus sagt auch Folgendes. Behandle deine Überzeugung, ich lese noch einmal, Römer 14, Vers 22, und zwar nach der Übertragung Neue Evangelistische Übersetzung. Behandle deine Überzeugung als eine Sache zwischen dir und Gott. Wohl dem, der sich in seiner Überzeugung nicht anklagen muss. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt. Und das sind auch alle anderen Dinge des Lebens.
Wenn ein schlechtes Gewissen dich prägt oder plagt, weil du gewisse Dinge tust, dann lass sie sein. Und er geht dann weiter und sagt, er ist schon verurteilt, denn er handelt nicht aus der Überzeugung des Glaubens. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Echte, wahre Liebe nimmt immer Rücksicht. Echter, wahrer Glaube verzichtet. Echter, wahrer Glaube hat immer das Wohl des anderen im Auge. Das ist echte Freiheit. Nämlich Rücksichtnahme, die Bereitschaft zu verzichten, das Wohl des anderen vor Augen zu haben. Und in Vers 22b sagt die Schlachterübersetzung, wer das tut, der ist glückselig zu preisen. Wer das tut, also Rücksichtnahme, die Bereitschaft zu verzichten um der Liebe willen, das Wohl des anderen vor Augen zu haben, wer das tut, sagt der Paulus in Römer 14, 22 nach der Schlachterübersetzung, der ist glückselig zu preisen. Das heißt, er ist mit Gott im Reinen. Glückselig, weil zwischen ihm und Gott und seinem Gewissen nichts steht. Glückselig ist auch Ausdruck der tiefsten Zufriedenheit. Glückselig, Gott preist mich glückselig, weil ich den anderen stehen lasse, weil ich Rücksicht nehme, weil ich verzichte, weil ich das Wohl des anderen im Auge habe und weil er schlussendlich nur eines will, dass Jesus verherrlicht wird. Und deswegen sagt Paulus, diese Person ist glückselig zu preisen. Mögen wir solche Glückseligen sein, die auf gewisse Dinge verzichten, um des Wohl des anderen willen. Weil schlussendlich geht es um Jesus und die Verherrlichung seines Namens. Möge der Herr Ihnen Gnade schenken, das zu tun. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir preisen dich, dass wir erlöst sind, erkauft sind mit einem teuren Blut. Dass wir Eigentum sind des größten Königs eigen. Und Herr Jesus, darüber preisen wir dich und beten dich an. Und du hast uns berufen zur Freiheit. Und Herr Jesus, hilf mir und uns in diese Freiheit zu bewegen. Nicht, dass der andere eine Not kriegt durch meine Freiheit, sondern dass ich lernen darf, Rücksicht zu nehmen. Dass ich lernen darf, zu tragen. Dass ich lernen darf, aber auch zu verzichten. Und dass du auch über meinem Leben sagen kannst, diese Person ist glückselig zu preisen. Danke dafür, Herr. Amen.